Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Affengott Kumbala. Heute spielen wir die Global Testfire für Splatoon 3. Ja, ich habe schon vorher ein paar Runden gespielt, um wieder reinzukommen. Und jetzt sollen wir einfach so 2-3 Runden mal spielen. Ja. Es ist wieder die nervige Nachrichtenshow, die immer am Anfang kommt. Ja, iMap ist von Splatoon nicht 1 jetzt noch. Die kenne ich, also die anderen kenne ich noch gar nicht, weil die ist jetzt gerade neu ins Spiel reingekommen. Ja. Ja, das hier ist halt so ein bisschen die Lobby hier. Sieht jetzt halt speziell aus, weil es Testfire ist. Und aber oben rechts sieht man, dass ich schon ein paar Runden gespielt habe. Hat schon 9 von 250 Punkten. Und es geht eigentlich im Splatfest immer darum, dass man, also früher waren es immer 2 Teams, aus denen man wählen konnte. Und jetzt sind es halt 3. Und das Mal ist es jetzt halt zum Testen Schere, Stein, Papier. Und ich habe jetzt halt Stein genommen. Weil ich mir gedacht habe, dass das die meisten nehmen, damit ich auch gewinnen kann. Ja, das ist hier ist die Lobby. Da kann man auswählen, ob man Splatfest-Kampf offen, Profi oder so spielen. Der 3-Farben-Kampf ist halt eben so etwas Neues. Da dann alle 3 Teams gegeneinander kämpfen. Aber ja, ich würde sagen, wir spielen Profi. Wenn es da gehen wird. So jetzt. Und ich habe schon zweimal einen 10-Fach-Kampf gehabt. Das ist eigentlich wie so. Normalerweise ist es ja noch ein Einfachkampf, das heißt es gibt einmal Punkte. Hier gibt es noch 10-Fach-Kampf, 100-Fach-Kampf und 333-mal-Fach-Kampf. Das ist jetzt neu in Splatoon 3. Und dort bekommt man dann halt einfach 10-mal so viele Punkte oder 100-mal so viele Punkte und so weiter. Aber beide 10-Fach-Kampf habe ich bis jetzt gewonnen. Also es ist jetzt bis jetzt recht gut gelaufen. Ja. Schauen wir jetzt mal, wie sie 2-3 Runden noch so läuft. Jetzt spiele ich so eine Waffe, die ist eher so dazu da, um viel Fläche einzufärben und nicht wirklich um Leute zu killen. So. Die tut einfach da so hin und her schwappen mit dem Strahl sozusagen. Der hat keine gerade Linie, so kann man ganz viel einfärben. Ja, da gibt es halt noch so sekundäre Gadgets, mit so, jetzt mit Covercade, das wir es nicht können zeigen. Ja, so sekundäre Gadgets, zum Beispiel das hier, kann man mit Taste R losschießen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das macht. Da gibt es noch so das Hauptgadget. Das tut sich oben rechts auffüllen und dann kann man das einsetzen. So. Jetzt muss ich gerade schauen, dass ich da irgendwie verwünsche. Ja, jetzt bin ich ein bisschen im Arsch. Man muss immer die Tinte auffüllen, das ist immer wichtig. Die tut man auffüllen, indem man da in seiner Tinte schwimmt. Ja gut, 2 Gott, 2 habe ich verwünscht, das ist sehr gut. Aber ich sehe gerade, dass wir ziemlich aufs Maul bekommen. So. Ja gut, das ist jetzt irgendwie so ein Schutzwand, wo man nicht durchschießen kann. Jetzt ist es sogar noch recht intelligent platziert. So. Ja, die sind ja noch recht gut. Ja, super. Ich bin zwar jetzt der Meinung, dass ich schon lange in der Wand gesehen bin, nicht ob ich gar nicht treffen konnte, aber ja. So. Keine Ahnung, was jetzt das für ein Gadget noch ist. Es sind richtig viele neue Gadgets dazu im dritten Teil. Also das ist jetzt mies, kann ich so losfahren und irgendwie jemanden killen. Ich sehe gerade, dass ich auch noch recht gut bin und recht viele Kills mache. Wir könnten das noch gewinnen. Für dich. Ja,
Ich habe ihn zwar jetzt schon mehrmals getroffen, aber ja. Oh, da habe ich jetzt mit dem Gadget verwünscht. Ja, schade. Boah, das könnte... Ah, ich glaube, wir werden jetzt nicht gewinnen. Aber man hätte jetzt am Schluss vielleicht noch einen aufholen, wenn wir halbwegs gut gewesen wären noch. Jetzt sieht man da am Schluss, wie viel Prozent man eingefärbt hat von der Map. Das ist jetzt natürlich nur einer von vielen Spielmodi, die dann noch kommen wird. Das ist einfach der Hauptspielmodus. Es gibt dann den Rangkampf, der hat dann noch 4 verschiedene Modis. Ja. Oh, Platz 1 in ganz Film. Aber Stufen kann man jetzt halt auch nicht aufsteigen, weil das halt noch Testfire ist. Ja. Dann wir mal weitermachen. Ja, das ist einfach so die Wartelobby hier, ne? Ja, da kann man halt einfach ein bisschen üben oder ein bisschen umschießen oder Waffen testen. Ja. So. Aber die sucht es halt relativ schnell, weil es halt auch logischerweise sehr viele Leute am Spielen sind. Ich würde noch gerne mal die andere Map haben. Ich sage dir aber, ich habe nachher mal noch eine andere Waffe. So. So. Vielleicht haben wir in dieser Folge auch noch einen 10-fach-Kampf oder sogar einen 100-fach-Kampf. Die Sache ist halt so, wie ich das mitbekommen habe. Wenn wir 10-fach-Kampf gewinnen, dann ist die Chance auf einen 100-fach-Kampf halt viel höher. So, jetzt habe ich wieder mal einen mit meinem Gadget geflutscht. Mein Gadget ist irgendwie noch recht gut. Ja, das ist jetzt halt ein Sniper gesehen da zum Beispiel. Die Sache ist halt, es kann jetzt halt sein, dass halt jetzt ganz vieles noch nicht ausbalanciert ist. Was halt noch ein Testfire ist. Ja. Das ist jetzt ein 52 Gallon. Ich glaube ich eine relativ große Reichweite. Ich komme jetzt gerade. Ja, ich treffe ihn überhaupt nicht. Wir hätten irgendwie noch sein Gadget aktivieren, obwohl er tot war. Es wäre jetzt halt cool, wenn wir die Runde könnten gewinnen. So. Ja, ich treffe ihn wieder 10-mal und das bringt wieder nichts. Jetzt bin ich selber ins Wasser gefallen. Ja super, wir sind gerade zu dritt gestorben, aber jetzt hat sich halt die Map noch erhöht. Das hätte man am besten auch gerade noch einfärben. So. Jetzt habe ich wieder mein Gadget. Ja. Jetzt habe ich wieder einen verwünscht. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich meistens irgendwie der Einzige bin, der etwas macht. So. Gut, das ist auch wieder super blöd gewesen. Ja. Also ich gebe jetzt halt nochmal alles, was ich kann, aber es sieht so aus, dass wir das jetzt auch verlieren. Der hohe Konzentrator direkt als Uhr auf. So. Der erste Teil von Splatoon habe ich schon gespielt, der zweite halt nicht. Und ich merke halt gerade, dass logischerweise ganz vieles anders ist als im ersten Teil. Okay, warte, vielleicht gewinnen wir das jetzt gerade noch. Ja, ich glaube, wir gewinnen es noch. Ja, das gewinnen wir ganz sicher. So, und schau auf welchem Platz ich bin. Ja, wieder Platz 1 in 3 Sachen.
keine Ahnung, wie viele Auszeichnungen es insgesamt gibt. Ja. Ich würde sagen, ich spiele jetzt nochmal eine andere Waffe. Das war jetzt die Airbrush MG gewesen. Ja. Ich werde auf jeden Fall nochmal eine Folge machen zum Dreifachkampf. Ja, was spiele ich am besten? Ja, am besten in Rolle. Das ist schon so eine klassische Waffe. Eine Dyna-Rolle. Ja, nein, lieber eine normale. Ja, gut. Aber in der Lobby kann man... In der Lobby gibt es jetzt, glaube ich, noch so einen Roboter da, der einen anschießt. Ja gut, scheinbar kann er noch in eine Richtung irgendwie. Ich könnte mal schauen, wie viel Schaden so ein Klecksroller macht. Gut, wenn man so einen Direkttreffer macht, ist das eigentlich ein One-Hit. Ich glaube, so ein normales Fahren sollte ein One-Hit sein, genau. Ja. Was hat der für eine Fähigkeit? Also, das ist jetzt auch so ein Schutzschild da. Ne? Ja. Ja gut, wenn es jetzt noch allzu lang geht zum Suchen, dann ich das kurz überspringen. Gut, das ist auch so etwas, das ist beim ersten, zweiten und dritten Teil immer, also jetzt beim dritten anscheinend auch so, die Server sind nie wirklich gut gewesen. Ja. Ich hoffe, jetzt kommt zum Abschluss nochmal ein 100-fach-Kampf. Aber im Vergleich zu den vorherigen Teilen ist die Lobby da auf jeden Fall grösser. Jetzt habe ich gerade noch etwas gesehen, wenn man so aufspringt und so... Ah, dann macht das quasi... macht das auch mehr Schaden? Das ist jetzt da wie so vertikal ausgerichtet. Ah, da sieht man schon etwa, es ist jetzt eben auch jemand, wo irgendwie in der Lobby ist, am Spielen ist. Ja, jetzt ist noch die andere Map, das ist gut. So. Aber der Roller ist eigentlich auch eher zum Einfärben da unten. So. Ich tue jetzt einfach mal den Anfang von der Map einfärben. So. Ich muss sagen, die Waffe gefällt mir jetzt nicht mal so gut, die ist irgendwie so langweilig. So, jetzt habe ich meine Ulti schon mal aufgeladen. So. Ah, das ist auch noch so ein Gadget. So ein Sipitox-Bomber, da sieht man, wo die Gegner sind. Das ist jetzt gerade die Linie gesehen, die man gesehen hat. Man sieht, das ist genau ein One-Hit. Man muss nicht mal direkt vom Gegner stehen, kann auch ein bisschen Entfernung haben. Einfach der Tintenverbrauch ist irgendwie so enorm hoch von dieser Waffe. So. Oh, gerade 2 auf 1. Das habe ich glaube ich noch nie geschafft, nicht einmal im ersten Teil gerade 2 auf 1 zu erledigen. Mit einem Schlag. Gut, die sind ja gerade sehr nicht also. Gut, ich sollte das Gadget mal irgendwie effizient brauchen. Ja gut, das ist jetzt nicht effizient, aber ich muss es irgendwie mal brauchen. Ich merke gerade, dass diese Gegner irgendwie nicht viel machen können. Gut, er ist gerade unter meine Rolle gekommen. Ja, das sollten wir jetzt eigentlich auch noch gewinnen. Ja, jetzt hat er mich irgendwie auch mit irgendetwas getroffen.
Ah, verdammt, ich kann ihn gerade von hinten noch treffen. Oh, das ist gerade wieder ein schöner Treffer gewesen. Ich muss sagen, ich gedenke, ein bisschen näher zu ihnen zu kommen. Ja gut, der ist gerade... Ich habe gemeint, der ist aber okay, gut. Okay, so schlecht ist die Waffe jetzt eigentlich gar nicht mehr zum Killen. Das ist irgendwie in Splatoon 1 ein bisschen anders gewesen. Also ich könnte wirklich nichts machen. Jetzt werde ich da gerade mein Schutzschild aktivieren. Gut, ich treffe ihn irgendwie gar nicht. Ja, das ist eigentlich auch wieder eine sehr gute Runde gewesen. So. Ja, die haben wir ganz, ganz deutlich geschlagen. Aber bei WD bei ganz vielen Sachen Platz 1. Ja. Ich glaube zwar hat jetzt das man mal so viel eingefärbt. Ja gut, doch 8 und 8. Und ich bin kein einziges Mal gestorben. Das ist auch so etwas, habe ich wahrscheinlich noch nie geschafft. Ja gut, ich würde sagen, das ist mir halt mal mit dieser Folge gesehen. Ich glaube, ich mache heute nochmal eine Folge zum Dreifach-Wettkampf. Jetzt gesehen, ja, noch gerade sind da Rennen aktualisiert worden. Also abonnieren und liken nicht vergessen.